Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, für alle, die auf die Fortsetzung von der Stampede gewartet haben, ich muss euch enttäuschen, ich find's gerade nicht. Ich find's gerade einfach nicht. Also, die Stampede finde ich schon, die liegt im Zimmer nebenan. Aber ich finde gerade einfach nicht die Motivation noch so, gerade so ein Projekt durchzustehen, wo das dann aus dem Einteiler, wo dann 4 Teile, also es war eigentlich als Einteiler geplant, und 4 Teile draus wurde, also dafür finde ich einfach gerade nicht die Motivation. Deswegen machen wir heute was mit hoffentlich Erfolgsgarantie, weil das ist was, man, das Ding ist halt noch Serie, das da hat schon so, das ist schon getuned, das hat schon ein Bodykit, ich sehe gerade, da ist Schreibellose, das reparieren wir doch, guck, schon repariert. Das sind doch mal schnelle und einfache Erfolge. Schon repariert. 2 Umdrehungen repariert das. Und nicht wieder bei manchen anderen Blaster, da tut man ewig rum und um und jetzt beim eigenen Blaster machen wir auch weiter, gibt es auch irgendwann mal Erfolge, das kriegen wir schon auch alles hin. Aber manchmal brauchen wir einfach mal was zwischendurch, was Lockeres, was Entspanntes. Und da haben wir jetzt hier, der seht ihr, der hat noch kein Bodykit. Der hat ein Bodykit, das heißt, der ist schneller. Nein, nee, das ist rein optisch, das ist so. Das habe ich auch nicht selber gemacht, das ist von Worker da. Das lohnt sich, glaube ich, auch nicht, sowas selber zu drucken. Also wenn sich jemand schon die Mühe gemacht hat und alles, in der Druckqualität kriege ich das nicht hin. Das ist halt schon anständig. Aber keine Sorge, wir machen da auch noch irgendwann mal was selber. Nicht unbedingt für die, aber weil da habe ich jetzt schon was. Da haben wir noch 2. Den da haben wir. Dann müssen wir da noch den Hebel aus dem Weg kriegen. Oh, das braucht ein bisschen. Ach, das. Ja, muss halt kräftig sein. Gut gefrühstückt haben und dann Gott das. Da fehlt Gott das einfach drauf. Das ist das zweite Bodykit. Da muss ich jetzt da haben. Das kehrt auch so rum rein. Und jetzt weiß ich nicht, warum das nicht unten für den Griff auch hat. Aber das kann einfach sein, dass man das vom einen aufs andere tauscht. Je nachdem, wo es mir besser gefällt. Das ist, ich glaube, das Griffding wird sich hier besser machen, weil das ist das aufgeräumtere. Oder ja, Schreibleinheiträger. Dasselbe Spiel auf der anderen Seite auch noch. Und oben noch alles rein. Ja, das braucht ein bisschen Kraft. Ja, ein bisschen überdreht. Nicht schön, aber es reicht. Das sind halt, man muss da halt beim ersten Mal das Quinten einschneiden, das braucht ein bisschen Kraft. Und das hat man als Schraubenzieher Rad neidrücken. Das ist halt, wenn man wer das noch versucht zu filmen, nicht ganz ideal. So, genug Ausrede präsentiert, warum ich hier Stümper bin. Ja, halb so wild. Ja, fall halt nach. Dann machen wir keinen Vierteiler draus, das kann ich noch im Teil. Das will ich. Manchmal will man Dinge haben. Einfach fertig haben. Ja, wenn man das da gescheit festdreht, plötzlich stimmen die Linie überein. Das passt doch. Oder was denkt ihr? Was gefällt euch besser? Ja, ich finde halt, die Schiene da oben, die ist halt ein bisschen massiv. Ansonsten finde ich das schon echt cool, aber für die Schiene weg wird es meiner Ansicht nach besser aussehen. Und das ist halt an dem schon, das ist ein bisschen moderner, ein bisschen fetziger. Eieiei, da bin ich miert, bin ich fast erschrocken. Aber wenig schön vor der Füße gelandet. Muss mich bloß bücken. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht, dass der Lader war. Zum Glück sind es bloß Bleistiele, das wäre sonst wäre das letzte Video gewesen. Das hat der Hanna noch so Markierung und das Worker-Logo. Das hat gar kein Logos. Ist das von jemand anders?
Muss man eigentlich immer vorsichtig sein bei so, ich glaube, chinesische ist das wirklich eine chinesische Firma. Wobei, das ist nicht mein Bier. Sollen sich Anwälte drum kümmern. Ich bin Ingenieur. Das ist nicht mein Job. Jetzt probieren wir noch eins. Gucken, ob das beim anderen besser aussieht. Habe ich noch ein bisschen Ausblick in Zukunft. Ich habe mir Gedanken gemacht, als ich mir das angeguckt habe, und mir gedacht habe, ich habe da noch 2 Bläser, die sind noch ein bisschen nackig. Und das ist halt, die Hammershot, die sieht halt schon echt komisch aus, wenn da nichts vorne dran ist. Und so sieht es irgendwie sauber aus. Ja, muss sagen, das gefällt mir dem besser. Weil das hat sonst, ist ein schönes Glasblästerle. Hier ist halt gut farblich, das Orange passt jetzt nicht ganz okay oder so, wäre da schon wahrscheinlich besser gewesen, aber das ist schon okay. Und wir wollten jetzt kurz weiter Hammershot kaufen, die gleich aussieht. Warum auch? Also, da kann ich mal einer kaufen mit ein bisschen anderer Optik. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer ihr bevorzugt, was euch besser gefällt. Und ich habe da noch 2. Die da. Ich habe keine Ahnung, wie die Blästerler heißen. Und da steht auch dankenswerterweise nicht der Name drauf. Das sind halt, was ist das, die Formel ist die Rebell, was war Sweet Revenge oder so. Und das ist jetzt halt das auf Ninja Turtles gemacht. Und ich finde die Form von dem Blaster echt cool. Bis da vorne in der Ecke. Da fällt einfach irgendein Lauf, irgendwas, was das vorne einfach komplementiert. Oder komplettiert. Kann nicht komplementiert. Komplettiert. Und das wäre doch was man noch hinkriegen könnte. Da einfach irgendwas auf die Schiene draufgesetzt ist, dann den Anstieg da ein bisschen mitmacht und dann vorne da was hin und das dann der Hanne abschließen, dass man den da Hanne, weil den finde ich eigentlich echt cool, den will ich nicht verkleiden. Und das geht auch wahrscheinlich nicht so einfach, weil da hat man da haben sie da noch das 3D-Druckdetail, das dann einfach festgeschraubt wird und das unterhält. Das geht natürlich hier nicht. Was man machen könnte, wäre hier ein Close Doil rein, das hält. Aber da wird es mit dem Schrauben schon echt knapp. Also da ist nicht viel Luft. Ja. Und irgendwann mal können wir auch mal gucken, ob ich da so Hebel kriege, dass man da Metallhebel reinmacht. Das immer hat schon Spaß. Und das ist Gewicht vorne. Das leer sind's. Das war's mit Spaß. Da hätten wir noch Spaß. Jetzt ist der Spaß zu Ende. Es ist der Spaß ist so. Ja. Müssen wir gucken, was wir noch machen, ob man da so Hammershot irgendwann mal modifiziert. Ich meine, modifiziert haben wir es schon, aber ob man das immer. Ich weiß immer noch nicht, zerlegt habe ich noch keiner von denen. Also da bin ich mir überlegen. Oder bin ich mir auch im Überlegen, ob man die da nicht zerlegt. Weil das wäre mal was anderes. Ich glaube, so Hammershots haben schon verdammt viele modifiziert. Aber so Sweet Revenge oder so. Oder ja, so. Wie nennt sich das? Ein Reskin von einer Sweet Revenge oder so? Keine Ahnung. Und das ist dann langfristig. Ich meine, das sieht cool aus, aber übermalt gut ist. Weil dann. Oder das halt wieder ablöse. Das findet man alles noch raus. Wie man da was draus machen kann, was man erhaltet, was man nicht erhaltet. Das gucken wir uns an. Haben wir ein bisschen Zeit. Aber bleibt auf jeden Fall spannend. Und was sabbert da, wenn es euch interessiert? Drückt jetzt Klingele, dann kriegt es mit. Schreibt da Kommentare, was halt so hilft, dass ich mehr Zeit habe für das Zeugs da, für die Bläschler. Und dann können wir auch mehr machen.
Und dann bis dann euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.